Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ja, das wird das nächste New Gen MMORPG werden, Black Desert Online. Und ja, ich habe die Beta noch nicht dürfen spielen. Ich habe mir aber auf jeden Fall einen sicheren Zugang für die Closing Beta 2 geholt, dessen Datum noch nicht sicher ist, wann es rauskommt. Aber wir haben erstmal den Zugang bekommen auf den Charakterersteller Tool. Sie machen eigentlich, gibt es ein Event, wo du eigentlich den hässlichsten Charakter erstellen kannst, den online stellen kannst und dann wird gewotet und du kannst was gewinnen. Closing Beta 2 Zugangskey, was kannst du noch? T-Shirt von Black Desert gewinnen, Ingame Perlen und. Ich hab nicht mehr alles im Kopf, aber das ist so ungefähr das, was man gewinnen kann. Mir geht es jetzt darum, um euch mal einfach das Ganze, den Charakter Creator zu zeigen, beziehungsweise ich möchte mit euch jetzt den Drantubaki erstellen, der dann schlussendlich auch in der Final Version von Black Desert Online dann gespielt wird. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird ein langes Video, weil hier kannst du wirklich jeden Scheiß machen. Du kannst die Augen ändern, du kannst das Gesicht nach deinen Wünschen ändern, du kannst die Haare gestalten, wie du willst. Also du kannst Unmengen tun, was du in anderen Rollenspielen absolut gar nicht kannst. Also sowas gibt es noch nirgends. Wirklich, das gibt es wirklich noch nirgends. Also ich habe es noch nirgends in irgendeinem Spiel so gesehen wie hier. Wir haben 8 Klassen hier. Einmal den Warrior, also den klassischen Krieger. Der Ranger, das ist da quasi die Jägerin. Und die Klassen sind halt geschlechtergebunden. Das heißt, ich kann hier, wenn ich jetzt einen Jäger will spielen, beziehungsweise einen Ranger, muss ich eine Dame nehmen und kann nicht sagen, ich möchte aber einen Jäger. Nein, ich muss eine Jägerin nehmen. Genauso wie die, wie heißt sie jetzt schon wieder? Soress, das ist die, glaubt ihr, mir fällt es jetzt gleich wieder ein? Nicht Dunkel Magic. Sie ist Schattenmagierin, glaube ich, ist das. Da muss man sich auch mit einer Dame beglücken. Den Berserker gibt es nur als Mann. Das ist so der Tank der Tanks. Tamarine. Das weiß ich noch nicht ganz genau, was das genau für ein Char wird sein. Auf jeden Fall auch interessante Figur. Valkyrie. Entschuldigung, musste niesen. Auch da sieht man jetzt schon fantastische grafische Darstellung und man kann wirklich alles ändern. Dann haben wir hier den männlichen Wizard, Magier. Der sieht aus wie Gandalf. Und dann haben wir hier noch die weibliche, ja schrei mal nicht so, die weibliche Gestalt des Magiers. Sieht auch nice aus. Und ich kann euch jetzt schon sagen, also Drantubaki wird ein Magier. Und wenn wir das Spiel dann
ziemlich weit gespielt haben, dann werde ich mir im Laufe der Let's Plays noch eine Schattenmagierin zulegen, weil ich finde einfach, also die Schattenmagierin soll anscheinend für fortgeschrittene Spieler sein, weil die ziemlich anspruchsvoll ist. Der Magier ist auch anspruchsvoll, nicht falsch verstehen, aber der ist nicht so schwer zum Spielen wie die Schattenmagierin. Auf jeden Fall, Drandubaki wird ein Magier. Ich weiß nicht warum, dass ich die so gern spiele. Ich spiele einfach extrem gern Magier. Ja. Und unser erster Char wird ein Magier. So. Wir haben ausgewählt. Create. Und jetzt schon haben wir hier schon einen perfekten Char. Naja, okay. Er könnte perfekt sein, aber er soll ja auf uns zugeschnitten werden. Und ich muss sagen, Creator-Name, ach so. Scheiße. Naja, nicht so schlimm. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe absolut noch nicht wirklich eine Ahnung, was wie wo. Ich habe schon einige Let's Plays gesehen, was Charaktererstellung angeht, aber ich habe mir das Teil noch nie selbst angeschaut. Auf jeden Fall hier können wir die Sternenkonstellation anschauen. Irgendwo. Ah, da, genau. Wield and Frame, Noble, Dedical, Sensitive, Socials. Leider ist es zurzeit auf Englisch, soll auf Deutsch erscheinen. Und man kann diesen Charakter abspeichern und dann in der Endversion importieren. Ich weiß nicht, ob man den dann noch bearbeiten kann oder nicht. Naja, das sehen wir dann. Ansonsten müssen wir halt dann zu dem Zeitpunkt nochmals ein kreieren. Genius or Idiot. Okay. Ja, ich kann nicht so gut Englisch, dass ich hier nicht wirklich kann sagen, was ich nehme. Ich nehme einfach mal den Black Dragon. Passt gut zu einem Magier, sage ich mal. Hier haben wir die verschiedenen Wetteransichten. Hier können wir sagen, so sieht der Magier in der Nacht aus. So am frühen Morgen. Und das bei Blau. Ja, zu hell. So, come on. Ja, genau. So. Wir fangen an. Hier können wir sagen, wir fangen mit dem Kopf an. So sieht er aus ohne Hut. Naja. Auch schön, nimm mal den Stab weg, Mensch. Hier haben wir schon vordefinierte Haare. Ach, Kollege. Nee. So. Das sind alles keine Haare, wo ein Magier hat. Ja. Ja, das hat schon ein bisschen Style. Ja, nehmen wir, genau, doch, das hat zwar japanischen Style, aber ist ja auch ein koreanisches Spiel. So, wir können jetzt hier sagen, wie lange das sein soll. Soll schon lange sein. Länge 2. Man kann hier wirklich
alles ändern. Man kann auch sagen, vorne lang, hinten kurz. Dann machen wir das lieber so. Hinten lang, vorne kurz. Und wo ist das? Also das ist der Schwanz natürlich auch sehr lang, weil das ja eigentlich auch die hinteren Haare sind. Dann können wir keine Ahnung, was der, das weiß ich jetzt nicht, was der genau macht. Ah, du kannst, geh mal näher ran. Du kannst quasi Locken reinmachen. Okay. Nee, das ist zu heftig. So, wir wollen da nichts veruntreuen. Wir können auch die Basishaarfarbe ändern. Und zwar, Gott, das wird eine Witzfigur. Ne, nicht so hell. Das ist alles zu gelb hier. Boah, was für krasse Farben hier. Das ist mehr grün. Das ist, ja. Man kann sagen, wie viel das es scheint. Es ist mir zwar zu gelb, aber das einzige Dings. Jetzt können wir hier auch sagen, die Haarenden, die sind schwarz zum Beispiel. Oder die sind... Ah, das wäre zum Beispiel noch... Nee, das... Nee, behalten wir den und die Haarenden sind noch so. Nicht so intensiv. Was? Aha. So, das sind die Haaransätze. Das ist sehr cool. Ja, komm. Gefällt mir nicht ganz so, aber ist okay. Das, ja, nee, passt nicht, aber das ist okay. Ich bekomme es nicht besser hin. Nee, Quatsch. So, so sieht's aus mit dem Kopf. Jetzt kommen wir mal zum Gesicht. Hier haben wir schon mal vordefinierte Gesichter. Face Hair. Bart. Ich nehme jetzt einfach mal den Bart weg, weil dann sehen wir auch. Hä? Was das sind Tattoos oder was? Naja. So, jetzt können wir noch mal den Kopf anschauen. So, eigentlich ja, ist das vernünftigste Gesicht. Warum ist das so alt? Mann. Ja, hat die Gelbsucht. Ach, scheiße. Oh, oh. Nee, das
Wieso sieht das so komisch aus? Ja, dann gehen wir mal alle Farben durch, bis wir die richtige Farbe wieder finden. Ja, nee, so dunkel nicht. Nee, sollte schon ernsthaft werden. Das ist zu hell. Das ist auch irgendwie zu hell. Das ist wieder zu intensiv. Ah, irgendwo wird sie sein. Hier, ja, doch. Doch, das ist es. Okay, jetzt kommen wir zum Gesicht. Nee. Nee. Also doch, nee. Du wirst so ein Vornehmer. Ach, hier geht's noch weiter runter, Mensch. Ha. Bart. Hier kannst du Länge angeben. Hier kannst du die Struktur angeben. Ach so. Okay, jetzt komme ich langsam nach. Aber... Na, du hast... Sowas genau. Ach Leute, du kannst wirklich jeden Scheiß draus machen. Wirklich jeden Scheiß. Jetzt ist es zu dunkel. So, das ist schon besser. Sidebart. Schau mich mal nicht an, Mensch. Nee, also so Kotelettenhaare möchte ich eigentlich nicht. Nee. Ja. Das scheint doch gar nicht mal so schlecht zu sein. Außer halt eben das Hatte ich denn jetzt die Haar? Ach so. War woanders. Gut. Okidoki. Wir machen dann noch die... Ja, so schlecht sieht's doch gar nicht aus. Na, sieht aus wie ein Magier, der frisch anfängt. So, hier können wir jetzt das Gesicht ändern. Das heißt, wenn wir lieber ein spitziges Kinn wollen, können wir das hier tun. Wir können aber auch sagen, du hast nicht zu falten. Also du kannst wirklich jeden Scheiß tun. So, du lächelst ein bisschen. Bist fröhlich. So. Augen hast du auch noch ein bisschen größere.
Du kannst wirklich jeden Scheiß draus machen. Hm, genau. Ach, die Ohren kannst du ja auch noch. Also du kannst wirklich jedes kleinste Teil hier ändern. Das ist abartig. Kannst die Ohren größer machen. Du kannst auch mehr. Ne, da komme ich nicht raus. Du kannst auch die Symmetrie rausnehmen und hier kannst du das Gebiss machen. Das sieht aber scheiße aus. Also eben, du sollst schon ein bisschen lachen. Hallo. Nee, Spaß. Jetzt sieht es nicht mehr gut aus. Mensch. Ach man. Shit. Na, komm doch noch ein bisschen weiter runter, Mensch. So. Ja, passt, oder? Sagt einfach, ja. Make-up brauchen wir keins. Augen. Können wir sagen, was in den Augen drin sein soll? Wir zoomen jetzt mal richtig rein. Wir können auch sagen, sowas. Es ist ja ein Magier. Und der hat sowas. Objekt. Das ist so. Aber die Größe ein bisschen kleiner. Ja, das ist ein... Das... Das ist ein Magier, liebe Freunde. Jetzt haben wir hier... Was haben wir denn hier? A-List. Also ich würde gern diese Falten, die er hat, noch irgendwie rausbekommen. Also, so nebenbei mal erwähnt. Mal schauen, kann ich das rausbekommen? Ne, die Falten, die sind drin. Hm. Du könntest die Nase wirklich so machen, wie ich sie habe. Ich habe leider so einen Spuck auf der Nase. Okay, hat der junge Mann Tattoos? Okay. Natürlich hat der junge Mann Tattoos. Aber nicht solche. Auch nicht solche. Okay. Ja, nein, 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 Stinger Live. Ach komm schon. Das sieht an. Ah.
kannst die Größe ja ändern. Und die Position kannst du auch... Ah, schade. Es wäre cool gewesen, wenn du jetzt das nehmen das können und Drag the Drop. So. Auf die Stirn. Genau. Nee, wo ist es denn jetzt? Ja. Auf die Stirn. Jetzt muss ich trotzdem noch mal schauen. So, auf die Stirn. Nee, das ist zu groß. So. Jetzt noch die Farbe. Ja, das ist zu weiß. Weiß. Genau, das passt zu der Haut und das ist genau das, was wir wollen. Ranks. Row. Ace. Throne. Hä? Ah. Ich weiß nicht, was das tut. So, okay. Yes. So sieht's aus, wenn er lacht. Sieht ja scheiße aus. So, wenn er wütend ist. So, wenn er schockiert, Angst hat. Und so, wenn er schläft. Und so, wie ich ihn habe. Okay, liebe Freunde, das wäre mal... Na, sieht doch schon... Ah, super. Jetzt müssen wir die Haare nochmal schnell machen. Und zwar... Diese da. Ja, das ist zu hell. So, schwarz mit rot drin. Das sieht doch nice aus. Gut. Gut. Ne, das behalten wir so. Sehr gut. Na, also es ist richtig schwierig, noch den Chart zu machen. Aber wir können auch den lieben Herrn hier noch ein bisschen umformen. So groß bist du jetzt nicht. Ein bisschen breit gebaut. Du kannst wirklich jeden Finger einzeln bewegen. Wobei das mit dem Bewegen habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, genau. Ja, komm. Noch ein bisschen breiter. Und den Hals kannst du auch noch kleiner und größer machen. Oh mein Gott. Muskeln. Also allgemein, ne, du bist ein kräftiger. Das sind die Oberarme und Hände. Jetzt sehen die Hände wieder mal uncool aus. Allgemein und das ist eigentlich die Bauchebene.
Ja, genau, muskulös, nicht so. So. Tattoos, was hat denn der Junge? Oh, oh. Oh, oh, mein Herz wird schon mal schwach. Das ist hinten drauf, oder? Das ist unten am Bein. Ich weiß nicht, können wir auch mehrere Tattoos auswählen? Hm, schade. Nee, 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 nee. Den Drachen, den nehmen wir auf jeden Fall. Die Stärke, wie man ihn sieht. Und wie weit das Ganze drinnen ist. Ja, aber irgendwie der Oberarm sieht einfach... Ich weiß auch nicht, irgendwie so... Ja, Tattoo schwarz, das ist auch... So, jetzt können wir die Pose machen. Wir können wirklich alles ändern. Also das ist wirklich 3D-Animation vom Allerfeinsten. So, den Daumen noch. So, ja, ist noch recht schwer, hier was Gescheites daraus zu machen. Ah, das sieht ja verkrüppelt aus. Mann, 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 Mann. Das ist erst die eine Hand, das ist gewaltig. So, der kleine Finger muss sowieso noch ein bisschen... So. Ja, also einfach ist es nicht, liebe Freunde. Ja, individuell Kontrolle, was? Ah, Reset all. So.
So. So. Äh. So. So. Das sieht schön aus. So. Den Kopf kannst du auch bewegen. Aber irgendwann sieht es einfach mal unmenschlich aus. Vor allem voll verkrüppelt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das ist das Aussehen von dem. Und jetzt können wir noch die Stimme ändern. Ja, das ist viel zu niedrig. Na. Tor! Ja, gut. Ist okay. Die Haare könnte man konnte man die auch noch ändern. Also von der Position her. Aber wo ist die Frage? Wo? Ich weiß es nicht. Ah, Gott, Leute. So, hier können wir die Pose ändern. Pose 1. Pose 2. Pose 3. Pose 4. Grins nicht so. Pose 5. Lachen. Ja, es hat noch ein paar Sachen drin. Das ist sehr geil. Was machst du jetzt? Okay. Genau. Hallo. Also, der grinst einfach nur. Egal was, wie, wo. Ja. Und verbeugt er sich. Und bleibt unten, oder was? Jetzt hat er Rückenschmerzen. You not. Okay. Halt. Was bist du? Schlafst. Ja. Ja, gut. Okay, aufgestanden. Was?
Okay. Oh, bist du müde, ja? Okay, das sind immer die gleichen. Nee, ich nehme diese Pose. Unterwäsche. Schlafrock. Ja, schon mit Helm, Mensch. Wenn dann schon richtig, ne? Okay. Ja, wie soll ich sagen? Kann ich mit dem leben, so wie er ist? Vielleicht kannst du auch nicht bei jedem die Haare wirklich ändern, beziehungsweise sagen, so soll es sein. Oder zumindest in dieser Version noch nicht. Das ist ja eine Beta-Version. Go to Class Section. So, wir nennen den mal Drantu Baki. Ja, genau. Bitte schön auch richtig hinschreiben. So, go to Class Selection, go to Character Selection, Naming Police. Ja, haben wir, glaube ich. Ja. Create Complete. Ja, liebe Freunde, könnt ihr mit dem leben? Können wir mit diesem Herrn leben, so? Save Design. Pfeilname. Drantubaki Aranos. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich okay ist. Aber, na, sieht doch sympathisch aus. Doch, 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 das bleibt so. So, liebe Freunde, so sieht er aus, der arme Bursche ohne Stock und ohne Stein. Ja. So sieht er aus, unser Drantubaki, und das war's eigentlich auch schon mit dem Charaktererstellungsdings Tool von Black Desert Online. Ich freue mich riesig auf die Closing Beta 2 und noch mehr freue ich mich dann, wenn das Spiel released wird. Das alles steht noch in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall ein hammergeiles Spiel, ich sag's euch. Man kann es nie genug sagen. Gut, das war's. Danke fürs dabei sein, und wir haben jetzt hier schon mal unseren Drantubaki. Standby, Delete Charakter. Nein, nein, nein. Also es ist Unmengen, was man hier machen kann. Bin ein bisschen enttäuscht, dass man die Haare nicht wirklich positionieren konnte, aber wir schauen mal, ob wir noch eine Schattenmarkierin machen oder ob wir es beim Drantu mal lassen. Aber ich glaube, wir lassen es beim Drantu. Ja, so sieht dann unser Char aus. Vielleicht können wir dann im Final Version noch das eine oder andere verbessern. Aber so sieht's aus, und das war's auch schon. Danke fürs dabei sein und seid gespannt, wie die Zukunft von Black Desert sein wird. Tschüss!